Der Herbst zieht ein in Natascha Kettenackers Garten. Auf ihrem Speiseplan steht mit Grünkohl, Feldsalat und Mangold jetzt klassisches Gemüse der Saison. Und Walnüsse, auf die freut sich die Hobbygärtnerin ganz besonders. Ihr großer Baum, alles andere als nur wertvoller Schattenspender. Für mich ist die Walnuss ein Schutz, Apotheken und ein Selbstversorgerbaum, der uns das ganze Jahr über mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen versorgt. Heuer allerdings hat sie keine einzige Nuss vom Baum geerntet. Durch Spätfrost im Mai sind alle Blüten erfroren. Totalausfall. Aber eine echte Selbstversorgerin denkt mit und legt Vorräte an. Sie greift auf Walnüsse aus dem Vorjahr zurück. Gut getrocknet und gelagert halten die locker 2 Jahre. Das Gerät zum Nüsseknacken ist Marke Eigenbau. Die Erntezeit erstreckt sich von Mitte September bis Ende Oktober. Natascha Kettenacker ist dann ganz schön eingespannt. Das hat auch den Grund oder die Bewandtnis, da ich, wenn die Walnüsse fallen, immer daheim bin und sie am Tag 3-4 Mal einsammeln gehe, damit sie erstens mal, wenn es regnet, nicht dreckig werden und auch nicht zu lang auf dem Boden in der Nässe liegen. Und die Qualität verändert sich nicht, der Nuss. Für ihr eigenes Öl erwärmt sie die Walnüsse, so fließt es später besser. Aber aufpassen, bei zu viel Hitze werden die Nüsse bitter und wertvolle Inhaltsstoffe gehen verloren. Sie sind Herz-Kreislauf stärkend, für die Blutgefäße, für das Gehirn als Hirnnahrung. Man sagt, sie sind in jedem Studentenfutter enthalten. Und generell für die Gesamtheit des Körpers, für den Immunsystem ist sie sehr, sehr, sehr gut geeignet und bringt einen wirklich so durchs Jahr hindurch und trägt einen dadurch, dass man nicht jede Erkältung mitnehmen muss, die da so umherschwirrt. Die Nüsse mahlen, in ein Leintuch packen und warm in die Presse drücken. Nach kurzer Zeit läuft das Öl. Flüssiges Gold, sagt Natascha Kettenacker, nicht nur zum Kochen und zum Backen. Auch äußerlich kann man das als ganz tolles Basisöl für Cremes und Salben verwenden. Und die darin enthaltene Linolsäure in dem Walnussöl, Zink und Selen, was da alles noch drinnen ist, fördert das dringt ganz, ganz tief in die Haut ein. Das Öl versorgt somit die Haut mit Nährstoffen und Feuchtigkeit und ist so ein richtiges Anti-Aging-Produkt. Eine Walnussvariante, die als wahre Delikatesse gilt, die Johanninuss oder schwarze Nuss genannt. Stichtag für die Ernte ist der 24. Juni. Die Nüsse hat sie im Sommer eingestochen, gewässert und dann in einem süßen Gewürzsud eingekocht. Monatelang mussten sie reifen. Also ich nenne ihn den Walnusstrüffel, weil er wunderbar zu Käse passt, zu Fleischgerichte. Und er ist mit keinem Lebensmittel vergleichbar. Er hat wirklich eine sehr eigenwillige Geschmacksrichtung, aber sehr, sehr köstlich. Für ihre Cantuccini braucht die Selbermacherin unter anderem das eigens angemischte Rosen-Walnussmehl, Eier, Butter und Zucker. Miteinander vermischen, den Teig 1,5 Stunden kalt stellen und dann zu Rollen geformt 40 Minuten in den Ofen. Traditionell werden Cantuccini mit Mandeln hergestellt. Lange hat Natascha Kettenacker an einer Walnussalternative getüftelt. Mittlerweile, sagt sie, sind sie perfekt, extra mürbe und lange haltbar. Das Selbermachen hat Natascha Kettenacker schon vor 20 Jahren zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Die Familie mit dem zu versorgen, was die Natur ihr gibt, macht sie glücklich. Nichts verschwenden ist ihre Devise und so haben die Tiere im Garten auch noch was zu knabbern, wenn ein paar Nussreste abfallen. Sogar das Herbstlaub ihres Walnussbaums übernimmt noch eine wichtige Aufgabe. Auf einen großen Haufen gelegt und mit Grasschnitt vermengt, entsteht daraus in einem Jahr wertvoller Humus. Und diese saure Erde ist gut für Pflanzen wie Hortensien, Rhododendren und Heidelbeeren.